Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Ja, Mr. X scharwenzelt doch noch ein bisschen rum, aber wir sollten uns auf jeden Fall noch die MP-Munition greifen. Ich bin mal dafür, das Ding mal auszutesten. Ist wahrscheinlich bei mehreren Zombies von Vorteil, so ein Ding. Aber ich möchte auf jeden Fall auch mal alles ausprobieren. Und ich sollte hier immer jetzt meinen Weg im Blick haben, dass ich nicht zufällig so um Mr. Xl in die Arme renne. Oh Gott, dieser Schatter. Dieser Schatter von dieser beschissenen Statue hier. Der gaukelt mir natürlich mal wieder vor, dass hier ein riesiger Ochs steht, wo keiner eigentlich steht, ne? Ach, Mann. Okay, wir müssen in den Wäscheraum. Aber vorher müssen wir wieder runter. Ich habe nämlich ein bisschen zu viel Zeug bei mir, mal wieder. Ja, ist ja gut, Fensterfreund. So, folgendes. Das packen wir da rein. Das können wir auch kombinieren und ein freies Slot brauchen wir einfach noch. So. Jetzt können wir hier mal endlich wieder das Licht anmachen, weil Film ist ja entwickelt. Und Beute ist entnommen. Rauch. Das schöne Geräusche machen. Bleib da nicht liegen. Ja, bleib liegen, Alter. Alter Latz. Okay, jetzt bleibt er kurz wieder in die Knie. Scheiße, der wird ja mit Leon bestimmt ganz lustig in seiner Kampagne, wenn ich doch eh nur begrenzt Munition zur Verfügung habe. Und da hält er wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aus, vermute ich jetzt einfach mal so steil. Okay, so. Also, hier mit hier verbinde. Dann kriegt man nämlich wieder lustige Säuregranate. Und hier ist mal wieder Zeit für ein bisschen Tresor. Da müssen wir eigentlich gleich wieder runtergehen, wo der Typ natürlich auch steht direkt. Okay, so. Aber erstmal ein bisschen die Nerven entspannen. Okay. Okay. Warten wir mal. Ah ja. So, so. Mhm. So, so, so. Ja. So, so, so. 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 Hä? Okay. Aha. Okay. Ja. Das war mehr Glück als Verstand gerade. So, dann können wir jetzt nämlich auch direkt unter die Ersatztaste einsetzen. Halten wir eine Gaulart. Da können wir jetzt dem Typ auch ein bisschen ausweichen. Indem wir jetzt nämlich so gehen. Über die Bibliothek. Und jo. Wir gehen so rum. Und gehen über die Büros. Du kann der mir gerade Buckel runterrutschen. So, Della. Ich muss immer gucken, dass ich auch wirklich noch so drin bleibe. Okay. Also, muss auch sagen, die Maschinenpistole ist durchaus ein ziemlich cooles Gerät. Wir klettern jetzt aber erstmal so hier. Packen das do hier. Und können dann... Ja, mach's rein. Machen die 103 auf. Ein Kampfmesser. Und, ups. Und machen die 203 auf. 203 habe ich gesagt. Ah ja, sehr gut. Gürteltasche. Die kann ich auf jeden Fall wieder gebrauchen. So, also. Zuerst das. Falls uns Mr. X zuvorkommt und den Weg abschneidet, haben wir wieder El Ganso con la Riñonera. Und hier. So, Kampfmesser, das verstauen wir gleich mal. Jetzt haben wir den ganzen Quark gelöst. Da können wir noch rein mit dem Herzschlüssel. Das heißt, ich müsste wieder über der Empfang eigentlich. Machen wir doch glatt. Und zwar möchte ich vorher noch ein bisschen
Schampel eigentlich hier reinbringe. So, in die Safe Rooms dürfte der eigentlich nicht reingehen. Schampel ist drin. Genau, der Herzschlüssel. Mit dem Herzschlüssel können wir da, wenn wir über den Empfang gehen. Und ansonsten, ja, da ist noch ein bisschen Quark, Büro Ostseite. Ah, da bin ich noch gar nicht drin gewesen. Das sollte ich vielleicht auch mal hier. Ich hoffe, der steht gerade nicht hier irgendwo in der Ecke. Okay. So, dann fix durch. Okay, schnell, schnell, schnell. Okay, aber ich glaube, hier kommt er trotzdem hier. Obwohl hier auch Schreibmaschinen und Inventarboxen so steht. Aber ich glaube, da war ich tatsächlich noch nicht. In dem Mini-Raum hier. Dürfte ich auch soweit alles gekillt haben, ne? Unter großem Drama und großer Action habe ich alles abgemurkst. Holzbretter und Pistolemuni sehr gern. Ja, super. Super, super. Dann gehen wir nochmal in die Büros von der Ostseite und holen noch das letzte Kraut. Einfach nur, damit die Räume auch wieder blau sind. Hallo, mein Freund. Kannst du dir das Night switchern zufällig? Oder... Ja, perfekt. So, sehr schön. Jetzt haben wir nämlich nichts Verwirrendes mehr hier. Ja, ja, mach du ruhig. Also wieder in die Empfangshalle. Ich befürchte halt, dass er dort trotzdem hinkommt. Der Herr X. Deswegen packen wir jetzt mal das da wieder fort. Und dann müssen wir eigentlich wieder da gehen. Übers Besprechungszimmer. Ja, das war da, wo auch das Whiteboard war. Ah, da können wir auch noch verbarrikadieren. Wisst was? Wir nehmen die Bretter gleich mit. Sind die gestapelt? Ja, da haben wir... Eigentlich möchte ich nur Ends haben, ja. Sehr schön, dass das auch geht. Dann machen wir nämlich das Fenster noch dicht. Dann ist die Front auf jeden Fall zu. Da haben wir dann Herztür und Aktenraum. Dann dürfte es soweit alles durch sein. Kurbel haben wir ja leider nicht, sodass das nicht funktioniert. Da brauchen wir noch eine Tür für den Schampel. Warte mal, ich mag gerade mal was probieren. Natürlich ist hier jetzt zu. Egal, ich wollte eigentlich auch nur noch was ausprobieren. Mir kam gerade so ein fixer Gedanke, aber... Hat man öfters mal so Kopfschmerzen mit Bilder. So. Nett. Oh oh, das ist Licker. Das ist ein Licker. Da ist er. Alter! Ja. Oh, Hoppenla. Warte mal. Das war also das, was man in der Vorschau in den Gameplays gesehen hat, dass hier ein Licker war. So, ich glaube den Hammer. Schnell Nachlader. Nein! Fuck. Boah, wie kann der Scheißer das überleben? Boah. Oh oh. Das hat was Größeres getriggert. Oh Mann! Habt das gesehen, wie er den Zombie gerade zur Seite gedrückt hat? Oh oh, oh oh. Oh, scheiß doch ins Kanonenrohr, Alter. Habt ihr das gesehen, wie der denn gerade einfach so zur Seite gedrückt hat? Oh Gott. Warte mal. Hier wollte ich eigentlich zumachen, ja. Dann komm halt rein. Bevor ich hier nochmal dicht mache. Naja, der Wille zählt. Okay, warte mal. Dann machen wir zuerst noch schnell weg. Ich habe nämlich auch keinen Bock von so einem Kamerad hier überrascht zu werden. Yes. Ja, dann leck mich doch am Arsch, alter Falter. So, hier. Ich will doch nur in den blöden Aktenraum rein.
So, ja, du käme ich auch über die Kreuzschlüsselerei. Sehr gut, der hat jetzt auch seine Dienstbarkeit erledigt. Warte mal, eine Gaul A. So, 10 Minuten sind jetzt auch schon rum. Ja, mach doch. So, hier und hier. Ein bisschen verletzt wurden wir auch noch. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier noch drin ist. Werkzeug. Ah. Oh oh. Die Trommelmusik kommt wieder. Das heißt, ein Xarino ist uns wieder auf der Spur. War das alles? Nee, noch nicht. Ah, die Musik ist schon cool. Es war ein bisschen strange, aber schon irgendwie geil. Und Schießpulver. Okay, da kommen wir nicht durch. So, dass wir ein bisschen im Akterraum natürlich gefangen sind. Hoffentlich kommt der Typ nicht hierher. Haben wir hier zufällig auch noch Akte, die mal lesen können oder so? So, wieder richtig positioniere. Sorry, aber bei solcher Action-Szene, da bin ich hin und wieder etwas zappelig. Okay, jetzt haben wir hier eigentlich alles durch, ne? Wir haben das Werkzeug. Was macht das? Ein langes, dünnes Werkzeug. Okay. Was macht das? Es ist lang und dünn. Ja. Denkt euch, was ihr wollt. So, was haben wir dann hier? Türschaltschrank. Das bringt uns nichts. Wagenheber, natürlich. In die Bibliothek können wir jetzt. Okay, Bibliothek. Und dann sonst da. Wo sind schon irgendwas? Was da? Scheiß drauf. Ein Geronimus oder so. Ähnlich. War das mit Geronimo? Okay, so, Moment. Jetzt sind wir wieder hier raus. Das ist ja schön gut. Aber wir wollen in die Bibliothek. Über die Bibliothek gehe ich am besten übers West Office. Oh! Gott! Voll in die Hände gerannt. Schnell, geh doch klar! Gott, 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 Gott. Jetzt sehen wir ja gleich, ob der auch hier... Ja, natürlich geht der auch über die Eingangshalle, der Typ. Okay, scheiß drauf. Warte mal. Wir schießen nochmal offen, bis er in die Knie geht. Schnell. Okay, jetzt aber. Über die Bibliothek. Können wir jetzt nämlich hoffentlich mit dem Ding durch. So. Na also. Okay. Sehr gut. Jetzt muss ich mich nur ein bisschen dummler. Natürlich braucht die ewig und 3 Dach. Okay, weiter geht nämlich. So. Mann, hat das Ding jetzt so damit auch seinen Nutzer überschritten? Ja, es ist weg. Okay. Schnell. Bevor der Kerl wieder fit ist. Der ist wieder fit. Hopp. Schnell. Okay, hoffen wir, dass das jetzt geklappt hat. So wie ich mir das vorstelle. Jetzt greift er mich auch nicht mehr am Haxer oder so, ne? Das dürfte ich eigentlich so rüberkommen. Ja, also, geht doch. Okay, jetzt kommen wir durch in ein neues Gebiet rein. Ja. Okay. So, jetzt haben wir halt noch den Quark hier dabei. Ich befürchte, ich brauche hier wahrscheinlich... Scheiße, ich befürchte, ich brauche hier wahrscheinlich die anderen Teile. Sprich, ach, das große Zahnrad, das heißt, wir müssen jetzt halt doch nochmal hier vorbei. Ich glaube, er latscht hier irgendwo auch rum. Warte mal, wie viel haben wir dann an, ja, mehr als genug Munition. Ja, da hinten, er geht in den Ostkorridor, das soll er mal hier. Super Typ. Oder Super Tyrant. Das ist so ein Prototyp übrigens von Tyrants, die lernen, Befehle zu gehorchen.
So nebenbei, falls es irgendjemand interessieren sollte. Okay, ja, Handgranate behalten wir als Subweapon auf jeden Fall. Der kann fort und ich glaube, großes Zahnrad könnte man jetzt gebrauchen. MP-Munition nehme ich vorsichtshalber mit. Ich nehme, was ich kriegen kann. Das kombinieren wir gleich mal dort mit. Haben wieder ein paar Granate übrig. So, dass wir super Typ noch ein bisschen traktieren können damit. Dann haben wir mehr als genug MP-Munition, um noch alle möglichen Zombies wegzumoschen. Wir haben Elektronikteile und wir haben großes Zahnrad. Aber wie gesagt, ich befürchte einfach, dass wir das Zeug brauchen. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal mitgenommen. So, das komische Gerät ist jetzt auch verbraucht und all. Das ist ganz gut so, dann müssen wir das nicht mit uns rumschleppen, das Werkzeug. War einfach nur dafür gedacht, dass wir hier durchkommen. Aber ich finde die Polizeistation einfach nur cool. Hat einfach geiles Flair. Und Flair reimt sich auf Claire. Entschuldigung, der muss das sein. Der muss das sein, so ein Sparwitz. Okay. Aber mit Mr. X haben wir auf jeden Fall einen ziemlich fieser Verfolger. Ah ja, da geht's in... Entschuldigung, geht's in den Uhrturm? Oh oh. Nein! Was war denn das hier? Jo! Was für geile Geräusche. Einfach nur... Jo! Ja, ich sollte vielleicht nicht allzu viel Krach machen, sonst wird Herr X auch auf uns aufmerksam. Oh Scheiße, ich glaube der... Nein, das war jetzt dumm. Aber das nehmen wir uns auch mit. Das verknuspern wir auch gleich. Bisschen Salatesser. Ich befürchte nämlich... Oh, okay, also dem hat es auf jeden Fall unter Schädel verbädelt. So viel ist klar. Du geht's zum Uhrturm. Okay, der ist hoffentlich auch endgültig tot. Und wo der Tyrant bleibt, weiß ich gerade nicht. Aber wir haben ja mehr als genug Aufmerksamkeit erregt. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier aufschließen können von der Seite aus. Ja, das sieht so aus, oder? Ja, perfekt. Tamulok. Um Leuten das Leben schwer zu machen. So. Dann haben wir jetzt nämlich auch den Weg befreit. Und wir können hier zum Uhrenturm, wo wir sowieso hin müssen. Und ich glaube... Das ist eigentlich sehr geil von hier oben, ne? Sieht man auch in die Eingangshalle runter. Das ist schon cool gemacht. Dann dürfte man jetzt eigentlich auch alles aufhaben, außer die Türe, außer die Tür. Kurbel brauchen wir da noch. Und Chefbüro ist nichts mehr. Hier haben wir auch alles. Raum der Wache. Da müsste man noch irgendwie hinkommen in den Pauseraumbereich. Ich weiß aber der Teufel, wie man da hinkommt. Und in B1 sind noch ein paar Sachen, genau. Und da brauchen wir noch das Kartenlesegerät zum Malträtieren. Aber ich glaube, die laute Geräusche, die Stampfgeräusche vom Tyrant waren, als der wahrscheinlich von... Oh Gott, von unter uns gehört hat. Oh, scheiß doch die Wand da. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Der sieht aber auch mittlerweile gut mitgenommen aus, der Typ, oder? Okay, er ist wieder in die Knie. Dann braucht er wieder Zeit. So, Uhrenturm. Reparaturplan. Ort, Polizeistation, westlicher Uhrenturm. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich einen Spezialisten für die Reparatur anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht. Ich glaube, hier brauchen wir ein Monster-Ding. Ja, perfekt. Habe ich doch richtig gerotet. Oh Gott, ist das duster hier. Wahre Ladung Arschlöcher lässt man wieder Grüße. Warte mal. Das brauchen wir vielleicht noch von woanders. Ah ja, gut. Das brauchen wir dann woanders wahrscheinlich schon wieder, ne? Zombies, oder? Ne? Okay. Was ist das? Brauchen wir hier auch vielleicht? Scheint nicht so zu passen, ne? Okay.
Okay. Getriebe. Brauchen wir wahrscheinlich ein kleineres Zahnrad. Gucken wir doch gerade mal, was wir hier noch finden. Da kommen wir auf jeden Fall noch in eine kleine Sackgasse. Ich hoffe, dass dort nicht der Tyrant uns in der Sackgasse erwischt. Das wäre weniger schön. Und dadurch, dass wir verfolgt werden, bin ich halt auch etwas, sagen wir mal, unvorsichtig und neige eher dazu zu rennen. Schießpulver groß. Okay. Das war alles. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich hochklettern. Ah, warte mal. Ich habe ja noch ein Elektronikteil. Vielleicht hilft uns das. Wir haben jetzt auch kein Subweapon mehr. Falls uns Mr. X grabt, dann sind wir gearscht. Okay, das geht leider nicht. Elektronikteil. Na gut, dann heißt das eigentlich noch hochklettern. In der Hoffnung, dort Zahnrad zu finden. Na, hier, oder? Ist hier irgendwas? Nee. Leider nein. Hä? Nee. Ah, so rum. Gut, dass ich das jetzt noch rausgefunden habe. So, genau. Okay. Ja, hier sitzen wir einfach in der Falle, habe ich das Gefühl. Wenn uns Mr. X kriegt, dann kriegt er uns dummerweise. Ah, da ist noch Krusch drin, den wir rausholen müssen. Kleines Zahnrad. Das könnten wir fürs Getriebe ohne gebrauchen. Warte mal. Probieren wir doch sofort mal aus. Fix. Passt das? Ja, sieht so aus. Das können wir auch nicht mehr rausholen. Okay. Warte mal. Der Gaul A. Das bewegt sich auch nicht. Okay. Nee, das bewegt sich leider nicht mit der Glocke. Damit man so an das Elektronikteil dran kommt. Das geht leider nicht. Das heißt, da muss auch noch mal irgendwas dran, ne? Passt das zufällig? Jawohl, natürlich passt das. Okay, kleine Videosequenz. Jetzt müsste doch das Elektronikteil runtergeschüttelt werden, ja. Okay, Aegis. Zu meiner Sicherheit. Hat geklappt, ja. Okay. Also wenn man einfach ein bisschen nachdenkt, dann dürfte das hier hauen. So besonders schwierig war das jetzt auch nicht vom Rätsel. Schwierigkeitsgrad her. Ich hoffe jetzt nur, dass jetzt kein Senior X durchsteht. Ne, zum Glück noch nicht. Verpacktes Elektronikteil. Haben wir natürlich direkt wieder auf. Und wo ist es dann? Wo ist es dann? Wo ist es? Was ist Schönes drin? Elektronikteil Nummer 2. Jo. Okay. Perfekt. Dann haben wir jetzt beides. Wie kommen wir da jetzt allerdings weiter? Das ist die Frucht, ne? 4F ist nur der Uhrenturm und da ist nichts mehr, was wir an Konsole machen müssten. 2F Kurbelvertiefung. Türschaltschrank. Ah ja, genau, dafür war das. Genau. Ja, Elektronikteile Hämmer. Jetzt könnte ich eigentlich hier abkürzen über die Lagerräume. Ne? Und kann wieder Richtung Chief Irons. Und in seinem Büro, weil es ein Safe Room ist, kann ich auch genau das machen. Und zwar ein bisschen safer. So. Genau. Garagenschlüsselkarte bekommen ist jetzt mein neues Ziel. Das heißt, ich habe eigentlich alles durch. Bis auf hier, wo ich noch anscheinend mit der Kurbel weiterkomme. Und der Pauseraumbereich. So.
Okay. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, das ist doch ideal, um hier meinen Cut zu machen. Ja, Senator ist schon Leon hier. Der Walkthrough-Spielstand. Und ich würde sagen, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig, wo wir uns dann die Schlüsselkarte holen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Eiern. Yankee.